Ich grüße euch und freue mich, dass ihr zugeschaltet seid zur ersten von hoffentlich mehreren Folgen der kleinen Kölschen Lesereihe Wünscht ihr jet. Ich leset für. Und die Idee dazu ist mir gekommen, also erstens natürlich, wenn man sich schon noch ja nicht mehr sieht, im Moment und in letzter Zeit und hoffentlich bald wieder. Die Idee ist mir gekommen, weil ich ja nun schon seit Jahren Kölsche Lesungen mache und in der Jahre immer, wenn es wieder einer kam oder ein kam, die mir so ein Buch zur Verfügung gestellt hat oder geschenkt, hätte ich gesagt, guck uns, da ist Fleisch jetzt für dich drin und so. Einer kam so, ja, der hatte eine ganze Tüte voll mit Kölsche Bücher, waren bestimmt 20 Stück und ich nehme an, der war umgetrocknet, der muss irgendwie ein bisschen aussortieren. Jeweils habe ich eine Heit Kölsche Sache, die sind nicht all sagen wir mal, unterhaltsam vortragbar, nicht alles, aber wenn man da so ein bisschen drin immer wieder mal reinguckt, da findet man immer noch jetzt sehr Schönes. Und die EZ-Geschichte, die ich jetzt für lese, die handelt von Hunden. Und da haben wir eine Freund drauf gebracht, der hatte so einen Hund für Jahre und ist dann mit dem natürlich auch zweimal am Tag in den Park gegangen und so weiter und hat dann die ganze andere Hundebesitzer kennengelernt. Und seit die meiste von denen, die hätte ich am liebsten ja nicht mit gesprochen, aber über die Hunde kommen wir natürlich in Kontakt. Und dann seit nach einem halben Jahr, da kannte ungefähr 10 Hundenamen. Die kannte aus dem FF, aber keine einzige Name von einem Hundebesitzer. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und das ist in dieser Geschichte nicht ganz so.